Jeden haben eine tausendjährige Geschichte in China, von Seuchem in der gewesenen Hauptstadt Kaifang bis Platim von den Bolschewisten in Harbin und Tianjin und eine Sache, was haben übergelebt im Horben in Shanghai. Jetzt wohnt ein junger Mann in Meirev, China, in einer Stadt, was heißt Kunming. Shalom Aleichem, teure Zuguckers. Ich heiße Shmuel Perlin und ich bin ein New York geborener Jid, was wohnt jetzt in China. Wir sind hier in dem Museum von städtischer Planierung in Kunming, wo findet man ein Modell von Kunming in die kommenden Jahren, wenn die Regierung wird machen eine große neue Stadt hier in Changong. China halten ein Boi in neue Stadt, ganze dörflich verschwunden von heute auf morgen. Und die Bevölkerung hat ein großes Interesse zu städtischer Planierung und neuen Transportsystemen. Kunming, eine Stadt von 3 Millionen Menschen, wird verdoppeln die Bevölkerung in ein paar Jahrzehnten und machen eine neue Subway von 6 Linien in Giechen. Lass mir fragen Emerson seine Meinung wegen dem. 这是好事啊，坚决支持嘛。会给昆明的发展带来什么好处？好处是长久的，一个是环保嘛，交通能源的方式比较环保嘛。另外一个的话，出行这个时间就比较准确了。对城市的功能扩展配套是非常好的。好，就这些吧，谢谢。 Eine neue Stadt ist etwas, was man sehr selten jetzt in Amerika oder Europa. Aber einmal ist es gewesen anders. Zu lieb Geld hat San Francisco, Lemoschel, gehabt in nur ein Jahr eine Bevölkerung von 25.000, von Kemat gar nicht. Washington und Petersburg haben unfairer geheißen auf Kirch. Und in dem letzten Jahrhundert haben Richmond, Kalifornien und Magnitogorsk in Rattenfahrbahn aufgewachsen in der Rege zu lieb Industrie und Meures von Milchome. In China, die äußergewöhnlichen Muslimen sind in Pudong in Shanghai und Shenzhen leben Hongkong. Und jetzt planiert der ökonomische Rat von der Regierung zu beschaffen 200 mehr Städte von 1 Million Menschen in die kommenden Jahren. Wie soll zu verdoppeln? Mit dem Jahr zurück, wenn ich sich besetzt in China, habe ich nicht gewusst, dass die zentrale und provinzielle Beamter haben gefordert zu bauen eine große Metropole, sei zur Entwicklung ökonomischer Macht, sei zu beschaffen eine kosmopolitische Kultur. In der MS, es ist Kopf auf Kopf im Zentrum von Stadt, wo ich wohne in einer Prostituiere mit meinem Kalle Zipore. Changong wird seine Min-Satellitstadt 20 Kilometer weit vom Zentrum. Die Konstruktion hat angehäuben in 2003. Von einer Seite ist es nötig zu halten in Bäuen, weil 100 Millionen Päuerim in einem Land suchen Arbeit in die Stadt und städtische Gedichtigkeit ist wichtig zu lieb grünes Sibes. Und Changong ist emes ein riesiger Laboratorie, steuerdig, merkwürdig. Aber von der anderen Seite Mumches teilen als unvermeidlich, die Binyonim wollen voneinander fallen aufstücklich in nur ein paar Jahre rum, als es alles verfallen. Bäuen zugig wird reinbringen Qualitätsprobleme und es ist besser, öfter, zu entwickeln eine Stadt auf einem mehr natürlichen Öfen. Mit etlichen Jahren zurück hat die Regierung gefordert, dass die alle Universitäten darf anteilnehmen in dem Experiment, weil Changong darf sein in intellektuelle Hauptstadt. Jetzt befinden sich da 8 von den größten, berühmtesten Universitäten von der Provinz. Aber die Mehrheit von den Binyonim sind noch postenledig und die Studenten sind sehr wenig. Meiles und Chesroines beide sind da. Die Universitäten kennen sich zu legen in alle Richtungen da. Und die Bürokraten schätzen ab, als sie sollen losen in Gang neue Geschäften. Aber ich habe geschmust mit Studenten und Lehrern, was banken noch auf die alten Campussen und haben Meure, als sie wollen abgeschnitten sein von der Stadt.
车辆，对，啊，交通工具，交通的。你觉得发展怎么样？应该就是像上海的，相当于昆明的。Wir stehen jetzt in was ist nur was geworden, ein von den größten Blumenmärkten in der ganzen Welt. Ein Markt, was heißt Donan. Die örtlichen Beamten haben bedeutet zu machen da die Blumenhauptstadt von Asien. Der Klimat in der Provinz ist ein wunderlicher. Alle Zeiten von Jahr, Punkt wie Frühling, zugepasst zu haben alle Typen von Blumen und Bäumen. Wenn die Gwirim von Singapur und Hongkong wollen kaufen ein Bukett von Blumen, es ist es vorher, als sie kaufen Blumen von da. Wieso macht man ein Leben da? Wir wissen schon, als Chongqing wird haben neue Universitäten, Regierung, Büros und eine Sachwolkenkratzer. Aber was für ein Parnasse für die poschete Menschen? Die alle Fabriken, von wann kommen die alle Produkte von unser tagtäglichen Leben, besorgen Kleider, Elektronik, Eisenwerk, sind auf ein Misrechenbreg. Agrikultur, der Iger hochwertige Geraten wie Blumen, ist ein Skole. Die größte Firmen in der Provinz holen Tabak und machen Papyrossen oder arbeiten Gruben von Kupfer und Kohlen. Wenn die Regierung wird steuern die Ökonomie in etwas an Ort, sie besetzen sich dort, bauen neue Büros und eine ganze Infrastruktur von Wegen und Volkstransport und zwingen die alle Institutionen und Geschäfte, was sind abhängig in der Regierung, noch zu folgen. Laut anderen Plänen wird Chongqing werden der Knopf von Logistik zwischen Dorem, Misrach-Asien und Meirev-China. Ein ganzer Rayon, was wächst so gleich wie Meirev-Amerika in den letzten Jahren von dem 19. Jahrhundert. Derweil Menschen proben zu haben ein normales Leben und Hanoi zu haben von der Stadt. Man hofft, dass neue Städte wollen bringen ein besseres Leben. Da meint man nicht die Hagode, nur die Knäble.